Goedemorgens, Lebenswasser Kjork. Mir geeft het zo'n grote eer dat ik hier kon vandaag en jullie met zijn en jullie met de boodschap. Dankzij voor u komen, dankzij voor jullie vrienden uitladen, voor jullie families metbrengen. Sommige van jullie zijn die vielleicht uitgekomen, mensen ondersteunen hier voor de ouderen met kinderzegnung. En zo dankzij voor hier zijn en mijn Silas, hoffentlich jullie hier thuis vallen. En zo dankzij voor hier zijn. En zo, vandaag de thema voor deze boodschap namelijk, waarom bist du Jehuarsom? En so, wir wollen vertellen von dem Thema von Jehuarsom sein. Wir wollen ein klein bisschen nur King Saul seine Geschichte in das Alte Testament und sagen, was wir können lernen von seinen Fehlern. Und dann will ich Ihnen noch den Schlüssel geben, zum wo es leichter ist für Ihnen andere Menschen oder Gott Jehuarsom zu sein. Und so, das ist der Plan für vandaag und sind auch morgens. So, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr seid reut dafür. Und so, das Thema von Jehuarsom sein, das ist mir ein interessanter Thema. Wenn keiner von uns als geboren Jehuarsom, das ist je in unserer Natur Jehuarsom zu sein. Und für die von Ihnen, die vielleicht kleine Kinder haben, die wollen dort, die Kinder sind nicht Jehuarsom geboren. Das ist einfach, was sie mal lernen, als Jehuarsom sein. Und so, das ist je in unserer Natur. Und von uns, wir schaffen mal uns Leben lang, zum Proben, so wenig Menschen brauchen Jehuarsom sein, als möglich. Und wir fangen vielleicht an als kleine Kinder. Und dann sagen wir unsere Eltern Jehuarsom und wir träumen von einem Tag, wo wir einen Tag vielleicht in die Schule gehen. Und dann sagen wir auch gerot an. Und dann sagen wir die Schule. Und dann wollen wir an, wie man unsere Lehrer, die haben wir Jehuarsom sein. Und dann fangen wir an zu träumen von, okay, einen Tag, ich will fertig sein mit der Schule, ich will irgendwo anfangen zu schaffen. Und dann war ich an, okay, bei der Arbeit hast du einen Wert, wo du Jehuarsom muss sein. Und dann fängst du vielleicht an zu denken, okay, wenn ich mir nicht geschafft anfangen, dann kann ich sie tun, das ich will, dann brauche ich keinem anderen Jehuarsom sein. Und dann war ich an, du hast noch eine Regierung, wo du musst Jehuarsom sein, und die eine Taxen tun, und vielleicht ins Permissos kriegen, all diese verschiedenen Dinge, wo die Regierung muss Jehuarsom sein, und die können auch Jehuarsom sein, mit was du dir versprochen hast, dass die was tun. Und für die von uns, wo Dinge Gottes sind, du hast noch Gott, was wir Jehuarsom machen sein. Und so, das Thema von Jehuarsom sein ist interessant, wenn es je in unserer Natur, aber das spricht sich so und dort, wo wir sein uns leben, das ist immer eins, was wir machen Jehuarsom zu sein. Und so, die Frage ist, warum bist du Jehuarsom? In Wirklichkeit sind zwei Ursachen, wenn du Jehuarsom bist. Und so, wir wollen nur von diesen Ursachen hier ein klein bisschen kennen. Die erste Ursache ist, dass eine Belohnung und eine Strafe für Jehuarsom sein. Entweder du kriegst eine Belohnung für Jehuarsom sein oder du kriegst eine Strafe für Jehuarsom sein. Und so, das ist uns ein bisschen selbstverständlich. Wir wollen das Kinder, wenn die wurden abgetragen, die wurden entweder gestraft, wenn die Jehuarsom sind. Oder vielleicht, wenn die Jehuarsom sind, dann können sie vielleicht ein Chocolate haben oder vorhin ein Ice Cream kaufen. Oder die können irgendwo ticken und ein TV. Und so, das ist eine Belohnung für Jehuarsom sein und eine Strafe für Jehuarsom sein. Kriegst du wieder Schuld. Du, wenn du Jehuarsom bist, kriegst du vielleicht feine Noten. Wenn du Jehuarsom bist, kannst du nicht mit deinen Freunden sein, vielleicht auf der Pause. Bin wird bei der Arbeit die Belohnung als das Geld, was du kriegen darfst. Und wenn du Jehuarsom bist, dann verlierst du deine Arbeit. Und kriegst du auch mit der Regierung, du hast eine Belohnung und eine Strafe für die Regierung Jehuarsom sein. Und so, wenn wir die Regierung auch Jehuarsom sein, dann müssen wir vielleicht ins Jahr tun oder wir müssen vielleicht im Gefängnis sein. Und so, das ist eine Ursache, wenn wir Jehuarsom sind, wenn wir kriegen entweder eine Belohnung oder wir kriegen eine Strafe. Und was, wenn das Tempel Gott? Warum sagen wir Gott Jehuarsom? Und hast du eine Belohnung und eine Strafe für Gott Jehuarsom sein? Und so, der nächste, ich will gleich noch ein paar Fargen zu kriegen. Und ich will zwei Dinge ein bisschen utheben, was diese Fargen vielleicht eben rein sein. Und so, wir wollen anfangen. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 33. Das sage ich jetzt, ihr hört alles, was der Herr in Gott verlangt, so dass ihr das Wort gut gehen und dass ihr lang leben. So, manche Dinge, ihr hört alles, dass ihr das Wort gut gehen und lang leben. Jeremia Kapitel 7, Vers 23 sagt, leeft u nou als ik ihn zei, en dan wordt u dat goud uitkomen. En zo zie je Jehuarsom, dan wordt u dat goud uitkomen. En dan zegt Jesus dit, in Lukas Kapitel 11, Vers 28, dat zijn Jesus zijn weer. Jesus zegt, nogmaals, je zijn zijn die God zijn woord hieren en doen wat dat zegt. Und so, Menschen sind gesehnt, wenn die Jehuarsom sind zu Gott. So, zwei Dinge, die wir hier können rausheben. Eins ist, dass Gott verlangt, dass wir am ganz Jehuarsom sind.
Die Bibel merkt het klar, dat Gott will haben, dass wir nicht sollen halb gehorsam sein, wir sollen ganz gehorsam sein. Und das zweite Ding, was wir hier können sagen, ist, dass einige von Gott seine Segnungen kommen bloß, wenn wir gehorsam sind. Und so Gott sehnt die, was den sein Wort holen tun und dort auch leben tun. So das ist eine Segnung, was du hast, wenn wir Gott gehorsam sind. Nu, hier ist ein Prinzip, was wir in Klimasemann verstehen. Das ist ein Versprechen ohne Bedingung und eine Segnung mit Bedingungen. Nu war das drei nur eins in Familie, eins in Heim. Wenn ihr als gute Eltern, hier haben ein Versprechen ohne Bedingung für ihre Kinder. Ihr sagen, ich will die leben und dann wird die das, und dann ist die gehorsam besser oder nicht, und dann ist die Ferne Noten kriegst oder nicht, und dann ist die weit wegtragen das oder nicht. Du bist mein Kind und ich will die leben. Und so das ist Versprechen ohne Bedingung. Das ist keine Bedingung mit dort Versprechen für ihn als Eltern. Aber dann sind was Segnungen, die die ihnen Kinder geben tun, wenn sie gehorsam sind, wenn sie ferne Noten kriegen, wenn sie sich bewiesen tun, dass sie verstehen, sich mit Geld zu verhandeln. Jedes Eltern, die geben ihnen Kinder besondere Segnungen, wenn sie gehorsam sind. Und so krank ist das, schafft Gott. Gott gibt uns ein Versprechen ohne Bedingung. Gott sein Versprechen ohne Bedingung für uns ist dort, wenn wir Jesus annehmen wollen, dann wollen wir seine Kinder sein, unsere Sinnen wollen vergeben sein und wir wollen für alle Ewigkeit mit einem Taub regieren. Und so das ist das Versprechen ohne Bedingung. Hier ist keine Bedingung dabei. Wenn du Jesus annehmen, das ist dein Radar, du hast keine andere Bedingung. Das ist ein Geschenk von Gott. Die kannst du doch nicht verdienen mit Gehorsam sein oder Wohin oder was immer. Das ist ein Versprechen ohne Bedingung. Aber dann sind es Segnungen mit Bedingungen. Und dann sagt Gott, ich will dich segnen, wenn du mir gehorsam bist. Ich verlange erstens, dass du mir gehorsam bist, aber dann will ich dir noch Segnungen geben, wenn du mir gehorsam bist. Und so ein Wasser ist es selbstverständlich, wenn Gott hat ein System geschaffen hier auf dieser Erde, und wo Geld schaffen dat, wo Verhältnisse schaffen sollen, wo Ehe schaffen sollen, wo Familien schaffen sollen, und er hat beschrieben an den sein Wort. Und wenn wir gehorsam sind zu den sein Wort, dann ist es eine gerade Möglichkeit, dass wir wollen erfolgreich sein an diesen verschiedenen Städten in uns Leben. Nee, das ist nicht ein Versprechen, dass du wirst erfolgreich sein in alles, was du das. Nur nicht in der Bibel sagt, dass wenn du wirst Gott sein Kind sein, dann wirst du Millionen Dollar merken und du wirst einmal gesund sein und du wirst einmal ganz feines Leben haben, ohne Sorgen, keine Troubles. Das ist kein so ein Versprechen in der Bibel. Aber die Bibel merkt klar, das sind Segnungen, die kommen, mit Gott gehorsam sein. Und das Struf, was du mitkämpfst, wenn wir Gott ungehorsam sind. Und so die Bibel sagt uns, wo wir können mit uns Geld schaffen, wo wir können gute Verwalter sein. So wenn wir gehorsam sind dort, dann ist es eine gerade Möglichkeit, dass Gott uns wird segnen, wenn das kommt bei uns Geld. Die Bibel sagt, wo wir sollen uns Partner leben und unser Ehe. Und so wenn wir gehorsam sind dort, dann ist es eine gerade Möglichkeit, dass wir wollen eine gute Ehe haben in uns Leben. Und so Gott sein Wort, der ja von uns die Schlätels zum gesegneten Leben haben, wenn wir gehorsam sind dort. Und wenn wir ungehorsam sind, dann kommt durch die Struf von nicht den Segen kriegen. Und so, das ist, worum du gehorsam bist. So, da hast du eine Belohnung und eine Struf. Und so, du hast einen Trouble mit Gehorsam sein, bloß auf diesen Weg von einer Belohnung und Struf. Und der Trouble hiermit ist, dass du bist bloß dann Gehorsam, wenn die Belohnung groß genug ist, oder bloß dann Gehorsam, wenn die Struf groß genug ist. Aber was von all diesen anderen Tiden, all diesen anderen Städten in uns Leben, wo die Belohnung nicht groß ist, und die Struf ist nicht groß. So wie du dann noch Gehorsam. Wenn die einzige Ursache ist, dass wir gehorsam sind, dass wir eine Belohnung kriegen und nicht eine Struf kriegen, dann sind nun doll Gravestellen in uns Leben, wo wir ungehorsam sind. Und so dort haben wir halb Gehorsam. Und so, du bist bloß dann gehorsam, wenn eine Struf groß ist, oder bloß dann gehorsam, wenn eine Belohnung groß ist. So dort ist ein halb gehorsames Leben. Und so wie sollen das? Vielleicht Kinder. Kinder sind vielleicht gehorsam, wenn die Eltern im Raum sind, aber wenn die Eltern du nicht sind, dann sind die vielleicht auch gehorsam. Wenn die wollen, okay, die Eltern, die sollen mich nicht. Ich will nicht gestruft kriegen, von was ich hier tue. So, ich brauche nicht gehorsam sein, wenn meine Eltern nicht Raum sind.
Oder kriegst du vielleicht bei der Arbeit, wo du bist. Du sagst, hey, mir wird das nicht rum. Ich kann tun, was ich will. Ich kann mein Phone sein. Ich brauche nicht die Arbeit tun, sofern Menschen bedeuten, was ich soll. Wenn wir das hier nicht rum, ich kriege nicht gestraft für am ungehorsam sein. Wenn heißt du nicht rum? Und so kriegst du mit der Regierung. Wie viele von uns fahren hier Busi, als was die hier tun haben, und dann sofort es einem Plied sein, dann sagt er ganz dual, fan je natürlich fahren. Und so wir sind bloß dann gehorsam, wenn du eine Strafe hast. Wenn du das Plied du hast, nicht so eine Strafe für uns ungehorsames Leben. Und so, wir sind halb gehorsam, nicht? Und so kriegst du, dort, was Gott gehorsam sein. Jeder Mal in uns Leben, wir sind Gott nicht ganz gehorsam, aber wir sind Gott halb gehorsam. Und so, wir wollen King Saul sein Leben. König Saul, wir halb gehorsam. Und das interessante Ding von König Saul ist, König Saul wie ausgewählt von Gott, zum den ersten König sein über Israel. Und so Saul fängt an mit einer guten Einstellung. Er will Gott treu sein, er will gehorsam sein, er will tun, was Gott von ihm verlangt hat. Aber dann zu lassen in seinem Leben sei wie dort durch eine große Trennung zwischen Saul und Gott. Saul ist nicht mehr gehorsam zu Gott. Saul, der Kampf mit bösen Gästen, hat ja nur Hexerien, um probieren, sein Leben in Ordnung zu kriegen. Und so, wie eine Trennung, was Saul sein Leben passieren wird. Und es fängt an, ein Stopp auf einmal mit halb gehorsam sein. So wie halb gehorsam, der hat meist einmal Part von, was Gott sagt, und er soll tun, aber der hat nicht alles, was Gott sagt, er soll tun. Und so, das ist ein bisschen, was wir wollen, nur kennen sein, was wir können von lernen. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 3. Und so, das sagt Gott zu Saul. Das sagt, du mit Krieg jen Amalek und vernicht alles, was sie haben. Lut nicht Eva und bringt alles um. Die Männer, die Fries, die Kinder, die Babys und auch das Feu, die Schub, die Kamels und die Esels. Bring alles um, Lut nicht Eva. Und so, das ist, was Gott verlangt hat von Saul. Du nur Krieg und Lut nicht Eva. Nicht sollte von Leben kommen. Und Saul kriegt gleichlich über die Amalekiter. Und so Saul gegen den Krieg, hat wir gehorsam, hat gegen den Krieg und hat den Krieg gewonnen. Gott wie mit ihm, hat den Krieg gewonnen. Er nahm den Amalekiter König Agag, lebendig voß und brach all die Menschen mit das Schwert. Und so hier sagen wir, der will nicht ganz gehorsam, der hat nur den König geholt, hat nicht den König dort gemerkt, aber so in seine Kriegsvolk leuten den König Agag Leben und auch der beste Schub und der beste Feu und der beste Lamm und Kalver leuten die nicht dort merken. Und so hier kann wir sagen, so wie halb gehorsam, halb gehorsam und gegen den Krieg, das Gott dort von ihm verlangt hat, weil wir halb gehorsam und er leitet all der beste Schub, der beste Feu, der beste Lamm, der beste Kalver, und auch den König. Und sie hielten auch das noch, was gut wird. Aber was kein Wert hat, vernichten sie ganz. So alles, was der Wert hat, dort leiden die Eva, alles, was kein Wert hat, dort leiden die ganz vernichten. Und so soll wir halb gehorsam. All gehorsam sein fängt an mit in Gedanken. Ungehorsam sein fängt an mit Gedanken. Kriegst du es an Saul? Heute hat gesagt, hey, wir haben glücklich gewonnen, wir sind treu was zu Gott, wir haben das Krieg gewonnen, uns gehört das gute Feu und das gute Schub und all das feine Dinge, was das Volk hat. Gott meint nicht wirklich, dass wir dort sollen vernichten. Gott will bloß haben, dass wir alles Schlechte sollen vernichten, aber der Feu und der Schub und all die Kalver, das ist gutes Stoff, das wollen wir holen von uns, das fängt an aus den Gedanken. Oder vielleicht wir so tun, vielleicht wird den seine Lehrer, wo er sagt, hey, wer wird das ever holen? Und so will nicht den seine Lehrer Schnee sein. So er sagt, ja, und so das fängt an mit Gedanken. Und kriegst du in uns Leben, ungehorsam sein, fängt an mit Gedanken. Das ist ein Staub auf einmal. Und dann geht es wieder, Vers 10. Und der Herr sagte zu Samuel, dass mir Leute, dass ich soll, zum König gemerkt haben. Weil sie haben sich weggedreht von mir und haben meine Geboten nicht gehört. Und es ist interessant, dass Gott dat sich noch mal Leute über die Entscheidung, die er genommen hat. Gott hat Saul gewählt als ein König, aber hier sagt Gott zu Samuel, dass mir Leute geworden, dass ich Saul zum König gemerkt habe. Wenn Saul als halb gehorsam, heißt mir ungehorsam, er hat meine Geboten nicht gehört. Und Samuel ging zu Saul.
En Saul begrüßt hem en zei. En so, Saul, die gelooft de heeft vielleicht nicht aardig gedaan, oder de proef een beeld te wijzen, dat hij als Jehuarsam was. Maak je dat? Saul begrüßt Samuel als dit. Mag de Herr die zegen, Samuel. Ik zie den Herrn Jehuarsam was. En so hij had zich dat zelfs opgebied. Ik zie den Herrn ganz Jehuarsam was. Ik ga hier nicht aardig gedaan. Hij begrüßt Samuel, ganz schaftig. En Samuel vroeg, waarom hier ik dan nog Feu en Schub? En het is zo'n interessante stede, waar er vielleicht groot twee zijn komen van een Krieg. Saul is moedig dat hij heeft gewonnen. En hij zei, ik ben God ganz Jehuarsam geweest. En Samuel zegt, wem wat zei ik dan al deze Schub en al dit Feu, van hoe komt dit? Ola. Dan maak je dat, wo zal dit zijn dat? En Saul zei, zij hebben. Maak je dat, hij zegt niet dat wie gaan, of dat ik ga. Saul zegt, zij gaan, die van de Amalekita gebracht. Maak je vader, dat volk, niet ik, dat volk hield de beste Schub en de beste Feu te mijn opvermerken voor den Herrn dienen God. Maak je dit ook. Hij zegt niet den Herr mienen God, hij zegt den Herr dienen God. Dat even je heb je alle vernicht. En zo maak je deze twee dingen wat hier passieren dan. Eén is, die fehlt niet naar Ursache zum ongehoorzaam zijn. Bloß eine Uitrede. Wenn du eine Uitrede hast, wat die zelf zijn meer aan dat, wat die geloofst, die kosten nächsten zijn, als eine Uitrede, en dat die worden dan geloven, dat is alles wat die fehlt zum ongehoorzaam zijn. Wenn du eine Uitrede hast, dan aan die zelf ben, dan hast du die vrijheid gegeven zum ongehoorzaam zijn. En zo zal ze een uitrede wie hier, en dat hier zich zegt, jaslich. Dat zegt, wie haben dat Feu geholen, zum een opvermerken zu Gott. En zo de uitrede, dat hier zich nog maar recht jaslich. En dat zegt, nou, wie wollen het voor Gott doen? Maar in Wirklichkeit, die wollen vielleicht bloß some von das Feuer opfern, die wollen nicht alles opfern, dat even je wollen sie für sich selbst holen. Maar dat wir so sind eine Uitrede, wir wollen ein Opfer merken zu Gott. En zo ver in ons leven, wenn wir eine Uitrede haben, dann dürfen wir uns selbst Freiheit geben zum ongehoorzaam sein. Noch mal hier sagt der Uitrede, ich sage jaslich. No, ich tue das wirklich wegen Gott. Gott wird wollen haben, dass ich soll das tun. Gott wird nicht wollen haben, dass ich soll das tun. Und wir brauchen das als eine Uitrede. Christus soll das hier tun. Und das zweite Ding, was wir hier sagen tun, ist Ongehoorzaamheid bietet eine Wand zwischen uns und Gott. Nu is het zo interessant. Saul zegt, wir wollen ein Opfer bringen zu den Herr dienen Gott. Nicht zu den Herr mienen Gott. Und so was dort passiert zwischen Saul und Gott. Da ist eine Wand zwischen gemerkt, von ungehorsam sein. Und so Saul, der trägt sich auch von Gott und der sagt, wir wollen ein Opfer merken zu dienen Gott, nicht zu mienen Gott. Und so wenn wir ungehorsam sind in uns Leben, wir bauen einen Weg zwischen uns und Gott. Jedes Mal, wo wir hochgehorsam sind zu Gott, wir tragen uns von Gott weg, wenn wir bauen diese Uitreden ab in uns Leben und wir sagen, oh, wir werden gehorsam und wir fangen uns zu tragen von Gott, wenn wir wollen, dass wir sind nicht gehorsam gewesen. Und so das trägt uns Verhältnis mit Gott weg. Kriegst du das hier mit Saul und Gott deuten. Und das geht wieder, und Samuel sagt, je vollen den Herr, der Opfer so sehr aus am Gehorsam sein, kijk, Gehorsam ist besser als Opfer. Nur am Horchen ist besser als Bockfahrt auf den Altar. Und so hier sagt Samuel ganz klar, das Wichtigste, boven alles, ist, dass wir sagen, Gott Gehorsam sein. Je fällt Gott den Opfer so sehr als Gehorsam sein? Und Samuel sagt, nee. Gott gefällt, dass wir am Gehorsam sind, boven alles. Und so Gott verlangt, dass wir am ganz Gehorsam sind. Das geht wieder, das sagt, jeden Unsinn ist ein schlimmes Hexerie, ein stierkopig sein, so schlimm ist, was Beise tun, und es wird nur die Jäter opfern. Und so das sind Samuel seine Wir, das sind Hüngsche Wir. Aber das wisst uns, was Gott sein Hort ist. Gott verlangt, dass wir am ganz Gehorsam sind. Und so jeden Unsinn zu Gott, das ist ein schlimmes Hexerie, und das so schlimm ist, was Beise tun, und das ist schlimm ist, der eins wird nur Jäter opfern. Und so Gott verlangt, dass wir am wollen ganz gehorsam sein. Nicht halb gehorsam sein. Und so was sieht in uns Leben, wenn wir halb gehorsam sind? Das sehen wir das nicht. Wir sagen, ich will Gott gehorsam sein und ich will nicht eins im Mörder. Wenn du die Strafe so groß, ich will vielleicht mal in die Gefängnis sein, wenn ich eins im Mörder will. Und so wir sagen, das ist eine große Strafe und dann sagen wir, okay Gott, hier will ich gehorsam sein, das will ich nicht tun. Aber wo du dann ungehorsam bist, ist, du willst den nächsten hassen. Du hast ihn nur.
Du kannst am Schlag liegen, du redest Schlag über die Nuba, du das am Tausend warmer die Kurs, wenn du gleichst die Nuba nicht. Und Jesus verlangt, er sagt, läuft die Nuba aus die Salz. Und so mit den nächsten Hosen, dann sagen wir, oh, Jehursam zu Gott. Und wir sagen, okay, hier wo ich Jehursam sein, wenn das große Struf, aber hier wo ich auch Jehursam sein, wenn hier ist eine große Struf mit bei. Ich kann eins im Hosen, und das merkt nicht so viel, was ich, nicht? Und so wir sind hoch Jehursam in der Tempel dort. Oder wir sind Jehursam in der Tempel Ehebrach. Ich will nicht Ehebrach merken. Wenn dort sagt, war der große Struf, meine Familie wird in 9 Jahre worden, meine Ehe wird war in 2 sein, ich will vielleicht meine Arbeit verlieren. Hier will ich Jehursam sein, wenn der Fluch ist viel gerater als der Sehen. Und dann, aber wo wir auch Jehursam sind, ist, wir wollen loshaben in uns Hort. Und wir wollen loshaben, vielleicht haben wir unter Fries oder unter Männer Pornografie kriegen. Und so Jesus sagt dort, wenn wir das im Kingdom mit los, das ist wie euch gebracht haben in uns Hort. Und so an einer Stelle sind wir Jehursam, wenn das hat große Folien, und an der anderen Seite sind wir hoch Jehursam. Vielleicht sagen wir, ich will nicht mehr rechnen und die Person, die mich schlecht auf uns tun. Gott sagt, nicht das im Rechnen, das, was ich will tun, sagt Gott. Und so wir sind Jehursam mit dort, okay, ich will mich nicht rechnen und diese Person. So du willst Jehursam sein. Aber ich will nicht Jehursam sein und ich will die Person nicht vergeben. Jesus sagt, wir sollen uns nur vergeben. Jeder Tag, so fern es das braucht. Und so wir sind hoch Jehursam. Hier sind wir nicht Jehursam und hier sind wir Jehursam. Der Unterschied ist vielleicht sagen, okay, ich will nicht stehlen. Wenn die Folien, die Strufe stehlen, ist viel gratis. Aber ich will selbstsüchtig sein. Ich will nicht freiwillig geben. Ich will nicht mit mir haben und Gott verwohnt sein und ein Sehen sein für Gott sein Recht. Und so Gott raubt uns zum Gott verwohnt sein mit uns haben Gott. So wir sagen, okay, ich will nicht stehlen, aber ich will selbstsüchtig sein. Ich will alles taub schaffen für mich. Solange es ich gewarnt war und die anderen verspielen wollen, dann ist kein Trouble. Und so das ist hoch Jehursam sein. Das ist Jehursam sein, bloß wenn es Struf groß ist, oder bloß wenn es Sehen groß ist. Aber all das hier zwischen, wo du nicht ein großer Struf hast, nicht ein großer Sehen hast, du sagst wie auch Jehursam. Und so das ist nicht, was Gott will von uns. Gott verlangt, dass wir am ganz Jehursam sind. Nicht hoch Jehursam. Und so wie sollen das zusammen in die Geschichte. All Jehursam sein, es so schlecht, als Dinge opfern, nur Gäste, es wird Beise tun, es Hexerien driven. Und so Gott sagt, verlangt, dass wir am ganz Jehursam sind. Und so woran bist du Jehursam? Und das, wenn eine Belohnung und Strafe. Aber du sollst wir ein bisschen Trouble dazwischen. Dass du bist bloß Jehursam, wenn du eine große Belohnung hast oder eine große Strafe hast. Und so wird es dann die Schlüssel, dass es kann leichter werden für uns, andere Menschen, und Gott Jehursam sein. Ich will Ihnen die zweite Ursache geben, wenn Wort die Jehursam kann sein. Und das ist Liebe und Dankbarkeit. Wenn du willst Jehursam sein, Liebe und Dankbarkeit, dann wird dir leicht sein, ganz Jehursam zu sein. Und so wo sitzt es? Wenn Kinder kann bei den Punkt kommen, wo die sagen, hey, ich will meine Eltern Jehursam sein, und dann ist der Raum sind oder nicht, wenn ich leu werde, und ich bin dankbar für was sie für mich tun. Ich bin dankbar, dass sie schaffen tun, dass ich eine Stadt hat zum Wohnen, Kleider hat, oder ich Eten habe. Ich will meine Eltern Jehursam sein, und dann ist ich eine Strafe kriegen und eine Belohnung kriegen, wenn ich leu werde, und ich bin dankbar für was sie tun. Dann hast du ein Kind, das ganz Jehursam ist, wenn ein Kind kommt, bei dem Punkt kommt. Oder kriegst so vielleicht wie die Show, wenn du in eine Show gehst. Ich will in Lieder Jehursam sein, wenn ich dann so dankbar, dass ich all diese Dinge lernen, die mir wollen, eine Gelegenheit geben, in meiner Zukunft eine gute Arbeit zu haben. So ich bin Jehursam und don't finde Belohnung oder Struf, aber ich bin Jehursam in Liebe und Dankbarkeit. Kriegst du mit ihnen Wert, du kannst dankbar sein für den Wert, die Arbeit, die du hast, das Geld, das du kriegen hast, dass du eine gute Arbeit hast, dass du kannst den Zweig erleben. Und so dann bist du dankbar, und dann kannst du am Jehursam sein. Und dann ist der Wert, das sieht oder nicht. Brauchst du nicht hoch Jehursam sein. Und dann ist die Belohnung groß ist oder die Struf groß ist, du kannst ganz Jehursam sein. Kriegst du mit der Regierung. Ich wollte sagen, hunderte verschiedene Ideen von der Regierung, weil wir können dankbar sein für die Regierung, dass wir in einem freien Land leben können, wo wir Gott anbeten können, wo wir Kirche kommen können, wo wir schaffen können, wo wir unsere Familien abtragen. Und wir sind dankbar für die Regierung zu werden, dann will ich auch gehorsam sein, zu was die Regierung von mir verlangt hat. Nicht bloß, wenn die Polizei mich sieht oder nicht. Ich will gehorsam sein, wenn ich bin dankbar für die Regierung. Und bitte, über alles,
wenn wir kann Gott gehorsam sein in Liebe und Dankbarkeit, dann soll leicht Gott gehorsam zu sein. Ganz gehorsam sein. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 3 sagt es das. Wenn wir Gott gut sind, dann hol wir seine Geboten. Und seine Geboten sind nicht schwor. Das ist nicht schwor, Gott gehorsam zu sein, wenn wir Gott leuven wollen. Wenn wir Gott leuven, dann sind wir gehorsam. Wenn das ist Gott schwor, wenn wir leuven Gott und wir sind dankbar für was er für uns getan hat. Dass er seinen Sinn schenkt, dass er Sterben für uns sind. Dass wir kein euer Leben haben, dass unsere Sinnen sind wachgewaschen. Und so wir sind dankbar für was Gott in uns Leben getan hat. Wir können never betonen, wir können never kämen, aber wenn wir Gott leuven und wir sind am dankbar, dann will ich am ganz gehorsam sein. Ich will nicht halb gehorsam sein. Das ist leicht, Gott dankbar zu sein, wenn wir können sein, wo Gott ist in uns Leben. Und so das, was Gott verlangt hat von uns, dass wir am ganz gehorsam sein. Und das ist leicht, denn seine Geboten geholt, ist nicht schwer, wenn wir Gott sind. Und wenn wir Gott dankbar sind. So, das ist der Schlüssel, wenn wir ein Leben führen, wo wir gehorsam sind. Zu den Menschen rahmen uns und besonders zu Gott. Wenn Gott verlangt, dass wir am ganz wollen gehorsam sein. Und das ist leicht zu tun, wenn wir am Leben tun und wenn wir dankbar sind für was er für uns tun hat. So, das ist die Botschaft von Deus Morgens. Ich will gleich mit Ihnen alle taub zu beten. Uns himmlische Vater, Dankeschön für das wunderschöne Sinne. Dankeschön für jede Person hier. Dankeschön für all die Segnungen, die uns geben das in uns Leben. Wo wir können dankbar sein. Dankeschön, dass die den Sehen scheinen, dass zum Sterben von uns sind. Dass wir können euer Leben haben. Dankeschön für unsere Familie, für unsere Freunde. Dankeschön für einmal mit uns sein, für die Arbeit, die wir haben. Wir sind die so dankbar für. Und wir wollen dadurch, dass wir die Leuven tun, und wir sind dankbar dafür, weil wir die ganz gehorsam sind. Wir wollen die nicht gehorsam sein. Help uns nicht anzuführen in uns Leben. Help uns ganz gehorsam zu sein, wenn der Tempel die Dinge, die uns sagen, das und mit den Menschen drüben uns. Help uns Gedanken zu ändern über das. Ich will nicht bloß dankbar sein, wenn du eine große Strophe hast oder eine große See hast. Ich will dankbar sein, ich will gehorsam sein, wenn ich dankbar und ich läufe dir. Amen.